Irgendetwas stimmt nicht mit dem Hops. Das hat Lila auch gemerkt. Nach der Schule ist der Hops neben ihr hergelaufen, ohne ein Wort zu sagen. Beim Mittag hat er nur in seinem Teller gestochert, ohne wirklich etwas zu essen. Die Mutti hat noch gefragt, was los sei. Aber er hat nur gesagt, «Nicht, ich habe keinen Hunger.» Nein, das hat Lila am Hops nicht geglaubt. Nach dem Essen ist er sofort in seinem Zimmer verschwunden und seitdem hat sie ihn nicht mehr gesehen. Die Lila hat es fast nicht ausgehalten zu wissen, dass es dem Hops nicht gut geht. Darum ist sie zum Hops gegangen. Hops, darf ich reinkommen? Was muss sein? Hops, was ist los mit dir? Nichts. Das kannst du schon jemandem sagen, aber mir nicht. Ich kenne dich eigentlich gut. Irgendetwas stimmt ganz und gar nicht mit dir. Was ist los? Willst du nicht erzählen? Ach, Lila, es ist wegen dem Stöbel. Aha, das habe ich mir schon halb gedacht. Er ist nicht mit uns heimgelaufen und das habt ihr einander auch nicht gesagt. Was ist mit euch zwei? Wir haben ja für heute Nachmittag zusammen abgemacht, dass wir an unserem Baumhaus weiterbauen. Oh ja, stimmt, das coole Haus. Ich habe schon überlegt, wie ich Vorhänge machen könnte und wie dekorieren. Wann kommt er? Gar nicht. Er hat mir in der Schule gesagt, er komme nicht, weil jetzt der Robby kommt. Und als ich ihm gesagt habe, dass doch wir abgemacht haben, hat er nur gesagt, jetzt kommt der Robby. Darauf habe ich gesagt, dann geh doch zu deinem Robby. Seitdem haben wir nicht mehr zusammen geredet. Okay, das ist blöd. So wie es tönt, seid ihr beide jetzt hässig aufeinander. Ja, auch schon. Dabei wollte ich doch gar nicht hässig auf ihn sein. Er ist mein bester Freund. Ach, Hops. Weisst du, was du machen kannst? Ja, ich weiss. Wir können beten. Machst du das für mich? Du kannst das so gut. Hops, du Dummerli. Das kann ich doch nicht besser als du. Beten ist ein bisschen Übungssache. Und du darfst mit Gott einfach so reden, wie wir jetzt zusammen reden. Ich finde es gut, wenn du dein Problem gerade mit Gott beredest. Das darf auch leise sein, so dass es niemand hört. Gott hört es immer. Ist gut. Mit diesen Worten ist Lila aufgestanden, hat dem Hops zugezwinkert und ist aus dem Zimmer raus. Sie ist in ihr Zimmer gegangen und hat sich Zeichnungen gemacht, wie sie dort ein Baumhaus einrichten könnte. Hat überlegt, was es alles dazu braucht und hat mit den Vorhängen angefangen. Sie war so vertieft in ihre Arbeit, dass sie gar nicht gemerkt hat, wie die Stunden vorbeigegangen sind. Plötzlich rebelt es draussen, ihre Türe wird aufgerissen und der Hops steht mit einem breiten Grinsen in ihrem Zimmer. Hops, jetzt hast du mich mega erklüpft. Wo bist du? Und warum grinst du so? Ich komme vom Stübel. Vom Stübel? Ich habe gemeint, ihr redet nicht mehr zusammen. Und der hat doch mit dem Robby abgemacht. Als du nach unserem Gespräch aus dem Zimmer bist, habe ich zu Gott gebetet. Ganz leislich. Aber stell dir vor, es hat funktioniert. Er hat mir die Idee gegeben, dass ich jetzt gerade zum Stübel soll und mich entschuldigen. Wow, Hops. Mega cool. Hast du nicht ein bisschen Schiss gehabt? Mal und wie. Aber Gott hat mir Mut gegeben, dass ich trotzdem gegangen bin. Und ich bin mega froh, habe ich auf ihn gehört. Am Stübel war es wegen unserem Streit auch nicht so gut. Und? Ist alles wieder gut? Der Stübel hat mir erzählt, dass Robbys und seine Mutter zusammen abgemacht haben für heute Nachmittag. Und darum hat er nicht zu mir kommen. Das ist alles. Wir haben uns etwas falsch verstanden und schon waren wir verrückt aufeinander. Aber jetzt ist alles wieder gut. Und wir haben heute Nachmittag zu dritt zusammen gespielt. Der Robby, der Stübel und ich. Das hat der Hops super gemacht und Gott hat seinen Mut belohnt. In der Bibel heisst es, der Herr ist mein Helfer, darum muss ich keine Angst haben.